Guten Morgen. Wir waren eine Freude hier sein von der Morgens. Ich wundere, habe ich daran gedacht, was wir hier gerade singen werden. Weil ich eigentlich wie keine Ferken und Leute mir zu Ferken dann was gesungen und ich singe, aber singen kann ich sehr gut. Aber ich denke really nicht, was wir so singen. Heute und Kind passiert nur, dass Leute sagen, Schuld und Strafe sind erlassen. Gott erbarmt sich über mich. Dies Wort darf ich Sünder fassen und mein Glauben freut sich. Lobe Gott, befreite Seele, diese Gabe ist gar zu groß. Seine gnädigen Befehle machen mich von Ketten los. Und so geht das ganze Leid durch. Und ich dachte, das stimmt mit der Botschaft, weil ich von der war, aber das hat mir auf dem Hart gelegt, dass Gott hat uns losgemerkt von den Käden. Und Gott kann uns losmerken von den Käden, wo wir nur noch Beine sind. So dass wir nicht sterben, aber da kommen, da was wir jetzt hören, so furchtbar trügt, dass jemand sich, als ich sehe, Vater das Leben genommen hat. Hier reicht. Hier ist drin. Wollt ihr, Geschwister, dann bleibt mir das Mist stehen. Dafür habe ich genug getan. Habt ihr wirklich die Wahrheit gehört? Ich kann nicht verlangen. Wo steht das mit Wort? Ich glaube, das soll ans Wort rühren. Okay, mir freut das hier von der Wahrheit zusammen. Und mein Tag von der ist Römer Kapitel 8, Vers 12, bis 17. Bitte dort die Hand rein. Darf ich fragen von der, wer alle von Ihnen eine Bibel mitgebracht hat? Könnt ihr die Bibel abheben oder die Hand abheben, um zu sagen, oh, praise the Lord. Die meisten von Ihnen haben die Bibel mit. Und ich mich freut hat, wenn Menschen, wenn ich sehe Menschen die Bibel mittragen und nur sein, zu sein, ob das wirklich so ist, als ich vorhin gesagt habe, was unsere Abgabe ist, zu sein, ob das wirklich stammt mit Gottes Wort, was gepredigt wird. Und wenn ihr das gewasset, wenn wir was hören, das ein gewasset Wort von was wir hören, ich habe für jeden die Percentage, was uns am Tag in allgemein satten bleiben dat, oder am Gedanken bleiben dat. Und das aber viel mehr, was wir selbst lesen, dann, wenn wir das selbst sein, dann bleibt viel mehr von dort an uns Gedanken, an uns Wort. So deswegen glaube ich, ist das wichtig, dass wir die Bibel mitbringen, dass wir selbst mitlesen, dann weit wir im Bett, und wenn es Blatt, wo das geschrieben steht, und dann haben wir dort an uns seinen, was dort zu sagen wird. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dort zu tun. Römer Kapitel 8, Vers 12, bis 17. Wie seid mir reinmerken, nicht für diese Botschaft, weil dann wie ich ein bisschen zwischen zwei Timers. Weil die Römer Kapitel 9, Kapitel 10 und Kapitel 11 sind drei Kapitels, drei von den meine Favorite Kapitels, wenn es kommen wird, besonders von Prophezeiung, von der Endzeit und dann besonders von wie weil wir sehen dann, was angehen wird an der Welt von der Tag. Wir haben eine Zeit gespannt, das letzte paar Werk, zu sehen, was angehen wird in den US, in Amerika, mit der Election, mit der Campaign und so weiter, haben ein bisschen gesehen, was angehen wird. Und wenn die Schwester, wenn ich dort betrachten, da was angehen wird, von der da wundere ich fragen, wo dicht wir sind mit dem Herrn Jesus in Ware kommen. Wenn ich sehe, da was da passieren wird an der Welt, von der, da sind so viele Dinge, was da passieren wird an Israel, an Iran, und all dort, und an Libyen, und wo die Riot nu angehen wird und so weiter. Dann frage ich mich, wo dicht ist der Herr Jesus? Und ich glaube, dort soll uns an einer Weise ist das sad, ist das sehr traurig, und an anderer Weise wird die Schwester mich öfter Mut zu sein, was passiert in der Welt, wie es die Titel bekämpft,
Dinge, die fallen am Platz und gehen in Erfüllung. So, ich würde die gleich haben, zu reden über Römer Kapitel 11, besonders Vers 24, von da wieder, wo das reden wird von Israel und so wieder. Aber ich feil, dass der Herr will haben, dass ich soll wieder wohnen von da, wo ich das viermal abhören darf. Und dort wir in Kapitel 8, Vers 11, dort wir, wo ich einen Schluss mal machen darf. Also von der will ich wieder wohnen mit Kapitel 8, Vers 12 bis 17. Und bitte lest mit mir mit diesen Aufschnitt. Dort sagt er, Brüder, dann ist es nicht so, Schildner sind wir, aber nicht am Fleisch, dort wir da noch leben müssen. Und bitte, weil wir sehr aufmerksam sein, was der Apostel Paulus sagt, dass hat eine sehr, sehr gute Meinung für uns als Gläubige. Und ich möchte bloß das sagen, das wird geschrieben zu Christen hier. Und die wie wahre geboren sind, das wird besonders geschrieben. Vers 13. Wenn die so leben, als das Fleisch verlangt, muss sie sterben. Aber wenn die durch den Geist das sämtliche Entjünt dort machen, wo sie leben, die von Gott sind Geist geleitet worden, sind Gott seine Kinder. Vers 15. Die haben nicht einen Glaubengeist gekriegt, dort die Jünd fürchten mussten. Die haben einen Geist gekriegt, durch den Gott Jünd annimmt in seine Kinder und die anrufen aus Vater, lieber Vater. Der Geist selbst gibt unseren Geist das Zeugnis, dort wie Gott seine Kinder sind. Sind wir aber Gott Oberkinder, das sind wir auch Gott seine Orben, in Christus seine Mitorben. Dort ist, wann wir, oder wenn wir, können wir auch sagen, mit am Tod leiden, dort wir auch mit am Tod verherrlicht worden. Was so wird Gott sein Wort lesen. Wollen wir noch einmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir für das wunderschöne Tag, Gnadentag. Wir danken dir, Herr, dass wir können in einem Land wohnen, wo wir können frei sein, ohne gestört, die ein Wort können haben, und dass wir dort können lesen und dort verstehen, und ohne dass wir darin Furcht haben. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, was wir gerade gelesen haben. Ich bete, Herr, dass du musst in jedem einen von uns unsere Worte aufmerken, sodass du kannst zu uns reden, da wo du warst. Wir weiter, Herr, dass dein Wort, jeder Wort davon ist Wahrheit und das ist uns gegeben, um uns auszubeten und uns zu trösten, sodass wir können ein vollkommener Mensch werden, dass der Apostel Paulus sagt, zu allen Dingen geschickt zu sein. Wir danken dir noch einmal dafür und beten, dass du musst den Weg haben in unserer Macht von dir. In Jesus' Namen bete ich. Amen. Mit einmal das viermal wir, weil wir nach dem Denken gehalten haben, frei vom Gesetz, leben durch den Geist. Das wird von reden, das viermal von reden. Wir sagen in Kapitel 7, dort das Gesetz, wir kicken in Kapitel 7 an, und da sagen wir dort, dass das Gesetz kann nicht erraten von der Sinn. Das Gesetz ist durchgegeben, um uns zu wissen, wer wir sind und wo glaubt der Sinn wirklich ist. Dann in Römer Kapitel 1, wir sagen, von Römer Kapitel 1 sagen wir, das Römer Kapitel 8, Vers 1, sagen wir, und ich werde 2 Verse lesen da. Das sagt, dann ist es nicht mehr zu verdammen an die in Christus Jesus sind, die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so, als der Geist dort verlangt. Vers 34, in Kapitel 8, weil ich da handrehen, das sagt, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, und mehr als dort. Er wird
vom Tod abgewirkt und ist nu bei Gott die rechte Hand im Bett von uns. Also das Verse, das ist das Thema, wo ich über reden will. Mein Ziel für die vandaagse Botschaft ist, dass wir wollen seinen, ja, ich sehe nicht, ich habe nicht gesagt, Brief haben gesagt, nicht mehr verderben, mein Thema ist verderben, nicht mehr glauben, Entschuldigung, nicht mehr glauben über Kenia. Das ist, wo ich von der will reden, das sei wie in diesem Aufschnitt hier. Nicht mehr glauben über Kenia, Gott sei nicht Kenia. Und das ist mir sehr wichtig, hat der Herr mir sehr am Herzen gelegt, dass aus Gott sei nicht Kenia, wir sind nicht mehr glauben. Wir sind verken an der Sklaverei, wir sind verken versklavt an sind. Da wäre, dass wir nicht gut genug bekannt sind mit Gott sein Wort, oder vielleicht nicht dort tun, was wir sollen. Wo wir mit Sinn spielen und so wieder, dann wo wir an Sinn versklavt worden. Aber wir sind aus Gott sei nicht mehr an der Sklaverei. Wir sind Gott sei nicht und wir wollen das sein. Mein Ziel von der ist, und ich vertraue, dass wir das wollen, erreichen, dass wir wollen seinen, was die Bibel uns sagt, von wer wir sind an Christus, als Gott sein Kind. Was ist unsere Stellung erreicht an Christus? Was ist unsere Verwandtschaft? Zweitens, zu seinen, was unsere Verwandtschaft ist mit Gott und wo reich wir wirklich sind an Gott. Weißt du, wenn ich jetzt bekehrt werde, ich habe das mal gesagt, wenn ich jetzt zum Glauben wäre, dann dachte ich, die erste Zeit, wir gingen eigentlich in der Luft, weil mir wäre so groß, dass ich von meinen Sinnen schuldlos wäre. Aber was ich nicht weiter dass ich nochmal bloß jetzt geboren wäre, wirklich. Ich wusste, dass er 44 Jahre, ich wusste nicht, was da nach der Reich zu kommen wäre, und dass da so viel mehr wäre, als ich dann zu der Zeit weiter dachte. Und weißt du, Schwester, je länger ich was leben da, und je länger ich Gott sein Wort studieren da, je mehr ich das Wort studieren da und beten da, je gerater wird mir dort, was wir wirklich für eine Richtung haben an Jesus Christus. Das Richtung ist so groß, wir dürfen nicht mit einem anderen Sinn versunken sein. Es sagt in Vers 12, wenn wir die erste Vers zum Beispiel betrachten, Römer 8, Vers 12. Römer 8, Vers 12, der sagt, Brüder, dann ist das nicht so, Schuldner sind wir, aber nicht am Fleisch, dass wir da nur leben machen. Was meint Schuldner? Er sagt, Schuldner sind wir. Ich werde das Wort abkicken im Spanischen. Meeste von Ihnen kennen gut Spanisch. Und das sagt er, deudores, debtors. Er sagt, Schuldner sind wir. Was meint ein Schuldner? Weißt du, wir sind alle Schuldner. Das meint, was sagen wir nehmen einen Lohn oder wir borgen uns was, dann sind wir ein Schuldner. Wir haben dort zu betonen, was wir geborgt haben. Noch ich kann verstehen. Also Paulus sagt, Brüder, dann ist das nicht so. Schuldner sind wir. Aber jetzt wieder sagt er, aber nicht am Fleisch. Dass wir da nur leben müssen. Weil wir dürfen gar nicht. Wir dürfen gar nicht an den Sinn verbunden sein nach. Ohne die Sklaverei sind von der Sinn. Römer 7, Vers 24, weil wir trägen, wo der Apostel Paulus sagt, der zweite letzte Vers in Kapitel 7, Vers 24, wo er redet von der Gesetz, und der Gesetz, der Mensch ohne das Gesetz allmählich kann ein christliches Leben leben. Das ist allmählich, weil das Gesetz kann man nicht raten. Dort kommt er zu den Entschluss und sagt in Römer 7, Vers 24, wer wird mir elendet Wrack von den toten Körper freimachen?
Und dann kurz darauf sagte, Gott sei gedankt, dass Jesus Christus habe das getan. Und dazu sehen wir in Kapitel 8, Vers 1, wo er anfangen mit, dann ist nun nicht mehr zu verdammen, und die in Christus Jesus sind, die nicht so leben, als das Fleisch das verlangt, aber so als der Geist das verlangt. Also, wir sind Debtors, wir sind Schuldner, aber nicht nur Fleisch, dass wir da nur leben. Römer Kapitel 7, Römer 6, Vers 7 sagt, wie wer gestorben ist frei von Sünde. Weil wir mit Christus gestorben sind, dann sind wir frei gemacht von der Sünde. Dus wir singen dat Leid dort wisst, dass Jesus der hat ihr Leben für uns. Wir sind frei gemacht, Gott sei Dank. Römer 15, Vers 57, aber wir lesen, da sagt, aber Gott soll gedankt worden, der uns durch unseren Herrn Jesus Christus den Sieg gibt. Wenn wir durch Römer lesen, studieren dann sehen wir, wo mal der Apostel Paulus wiesen, dass wir sind nicht mehr Sklaven. Wir sind von der Sklaverei rückgekauft. Wir sind losgemacht von der Sklaverei. Vers 13 sagt, wenn ihr so leben, als das Fleisch verlangt, macht ihr sterben. Aber wenn ihr durch den Geist das Sämtliche endjünt dort machen, wo ihr leben. Wenn die Leute davon, was sie seinen Einzelheiten anzuhören, oder dort praktisch zu machen, seinen Wort meint dort, wo da wir die sind, dort machen an uns. Ich lese den Vers noch einmal. Wenn ihr so leben, als das Fleisch verlangt, macht ihr sterben. Aber wenn ihr durch den Geist dort sämtliche endjünt dort machen, wo ihr leben. Durch den Geist, wo wir mit versiegelt sind, den Moment, dass wir Jesus annehmen werden. Mir ist das interessant, weil wir leben in einer Welt, von der ich glaube, dass die Teufel prüft, von der mehr als ever vielleicht hat in der ganzen History. Er weiß, dass er eine Karte tut. Und der Teufel das alles ansetzen, was möglich, die Menschen zum Verdammnis zu bringen. Erstlich die Menschen von dem Herrn Jesus wegzuholen, dass sie nicht geraten wollen mit all das, was von der angeboten wird. Und da wird so furchtbar viel angeboten von der, mit der neuen Technologie, was wir haben, so dass wir können uns Gedanken, dass der Mensch kann seine Gedanken, sein Hort so furchtbar verdorben, so furchtbar in Sklaverei bringen, dass das menschliche Sicht unmöglich ist, dass wir da rauskommen. Aber Gott sei Dank, der Herr Jesus, Gott wisst dort, was er brauchen hat, uns Menschen zu raten, von der Sklaverei, von der Sünde zu raten, in freien Geist zu geben, so dass wir können, dass es möglich ist, und ja alle Umstände, wo wir bei leben, dann zu aller Zeit, vom Anfang bis nu, dass du es nicht, was uns kann, was durchbringen, dass uns kann abholen, dass wir nicht keinen Sieg haben in ans christliche Leben. Wo kann das praktisch gemacht werden? Ein paar Dinge, was ich gleich zu sagen hier. Erstlich, mit Vers 14, wo sind an uns Leben. Und da werden wir den Vers lesen. Vers 14 sagt, die von Gott seinen Geist geleitet worden, sind Gott seine Kinder. Okay, also, wo kann ein Mensch von dem Geist geleitet werden? Aber bloß, wenn wir den Herrn Jesus angenommen haben. Und hier war ich würde reden von der zu Christen. Nicht zu Menschen, die noch nicht wahre geboren sind. Zu die von uns, die wahre geboren sind. Er sagt, die von Gott seinen Geist geleitet worden, sind Gott seine Kinder. So dass es allmählich, wenn wir nicht den Geist Gottes in uns haben, dass wir können von den Geist geleitet werden. Der Heilige Geist arbeitet da nicht an bekehrte Menschen, ja.
was ist denn Geist in der Arbeit? Dat ihm überzeugen, dass ein Sender ist. Das ist, was der Geist Gottes steht. Und was die Wahre Geburt bringen. Also wir müssen das einmal sein, dass Nummer 1, wir müssen das klar sein damit, dass wir Wahre geboren sind und dass wir den Geist Gottes an uns haben. Und das verstehen. Und weißt du, hier ist, wo wir deutsche, politische Menschen und einen großen Trouble mit haben von unserem Hintergrund. Wir haben gelehrt, und ich glaube, die meisten von uns, wir haben gelehrt, du hast einen Gott. Wir haben gelehrt von Jesus Christus. Jesus ist gestorben für unsere Sünde und Schuld. Geboren und Kreuz gegangen und so weiter. Das ist uns klar, nicht am ganzen klar, aber wir wissen, wo das passiert ist. Wir haben gehört, dass der Geist Gottes am Pfingsttag wird ausgegossen und wir an alle Gläubigen. Wo das so leicht passieren wird und wo das von da wieder geht, dort ist der meiste von uns nicht gelehrt. Zum Beispiel, manche einer von uns, including myself, ganz bei der Sache gewesen, vielleicht eine Zeit in uns Leben, dass wir haben ein Verlangen loszukommen von unseren Sünden. Wir deuten alles, was möglich, alles, was wir wissen, loszukommen. Und was uns gelehrt wird, was wir mussten tun, wir mussten unsere Sünden zum Ältesten bekennen und aber uns die Sünden vergeben und von da an mussten wir leben, so gut als möglich. Und wenn wir würden gut genug leben, dann können wir hoffen, dass das vielleicht noch mal betauchen. Weil das ist eine Hoffnung, das ist nicht eine lebende Hoffnung. Nicht. Was wir nicht lernen, ist, was actually passieren wird bei der wahren Geburt, noch Epheser Kapitel 1, Vers 13 noch. Wo Paulus sagt, dass ich arm habe auch, wenn wir das Evangelium hören, wenn wir das geleiden, wenn wir das annehmen zu unserer Erlösung, dass er uns versiegeln mit seinem Heiligen Geist. Und dann sagt er in der nächsten Vers, Vers 14, dieser Heilige Geist, das bringen dafür, dass wir dort Wort kriegen, was Gott hat erreicht für uns. Also das ist eine Wahrheit, was mir nicht klar wird. Wort, dass der Heilige Geist kommt in mein Leben und dass das ist, was mir leiden wird und führen in mein christliches Leben. Also wir müssen dort verstehen, erstlich. In Römer Kapitel 8, Vers 1 sagt es, die noch am Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. In Vers 1 sagt, aber je sind nicht am Fleisch. Paulus redet hier zu Christen. Er sagt, je sind nicht am Fleisch. Je sind am Geist. Wann Gott sein Geist wirklich angeht ist, mein Bruder und Schwester, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist das ganz sicher, dass der Geist an dir ist. Er sagt, aber je sind nicht am Fleisch, je sind am Geist, wann Gott sein Geist wirklich angeht ist. Und wir können hier da ein bisschen anders sagen, wir können sagen, wenn es Gott sein Geist angeht ist. Das selbstverständlich nehmen, some Übersetzungen sagen dort, so steht, je sind am Geist, wenn es Gott sein Geist angeht ist. Das ist nicht eine Frau. Wenn es Gott sein Geist angeht ist. Christus sein Geist Christus sein Geist Christus sein Geist hat, als dann auch nicht einer von der Seele, wer Christus sein Geist nicht hat, pardon me. Wer Christus sein Geist nicht hat, der ist dort nicht einer versieht. Wir sagen, das ist für immer. Also dort ist eigentlich sehr wichtig zu weiten. Zweitens, wie man zweitens muss wir verstehen, wer wir wirklich sind an Christus. Weil ich glaube, man ja einer von uns, ich schließe mich selbst an. Am Anfang, wie gesagt, war ich geboren, wir allein wusste ich nicht wirklich, und ich weiß noch nicht vollkommen nicht, da wir das noch viel mehr, als wir uns wirklich denken können. Aber wer wir wirklich sind, als Gott sie nicht kennen. Ich habe euer geredet von der Direktum, was wir in Christus haben, in Epheser Kapitel 1, wie es der Apostel Paulus, was wir für ein Direktum haben und so weiter. Und dort wirklich zu sein,
wer wir wirklich sind in Christus. Und wenn wir mal ein bisschen wieder lesen, in Römer Kapitel 8, Vers 15 bis 17 sagt, bitte schlot, da haben wir bloß die Page über 3, Vers 16, Vers 17, 15 und von 3 Verse dort. Die haben nicht ein Skloven jes gekriegt, dort die könnt fechten machen. Die haben ein Jes gekriegt, durch den Gott könnt annimmt aus seine Kinder. Und die am anrufen aus Vater, Leiber, Vater. Weil wir sind, weil wir wahre geboren sind, dann sind wir Kinder, wir sind nicht Sklaven, in Thema ist nicht Sklaven, aber Kinder. Wir dürfen nicht versunken sein in der Sklaverei, aber wir sind Gott seine Kinder, so dass wir am anrufen können, zu irgendeiner Zeit, so aus uns Vater. Na, hier muss wir verstehen, und einige Menschen würden vielleicht sagen, dann, weil wenn Gott so ist, und ich habe das gehört, das ist unfortunate. Einige Menschen sagen, weil wenn Gott so ist mein Vater, dann habe ich nicht so viel Respekt vor meinem Vater. Das ist unfortunate, das ist wirklich so. Aber hier denken wir an einen Vater, der sein Kind leben hat, das ist ein kleines bisschen im Welt. Aber er sagt, wir können Gott anrufen aus dem Vater, lieber Vater. Weil ihr inwieweit eindenkt, dass Gott als Vater zu seinen Kindern, der war der Beste. Der hat alle Verrat, was er brauchen hat. Da ist nicht, was Gott surprisen hat oder abfallen ist, wenn wir irgendwas ein Problem haben. Wir können ihn anrufen. Dann sagt er, Vers 18, der Geist selbst gibt unseren Geist das Zeugnis, dass wir Gott seine Kinder sind. Ich habe mal wer gefragt, wo weißt du dort, was besonders anbekehrte Menschen, die sagen, die wissen, dass die sind wahre geboren. Hab ich mal wer gefragt, wo weißt du dort? Du kannst dir irgendwas leben. Wo ist das erklärt? Ich kann für das sagen, dass krasse Sache ist, ich hier fair Stunden dürfen, weil ich dort, dass der Geist Gottes in mir ist. Gott sein Geist, gibt Zeugnis meinen Geist, dass ich Gott sein Kind sein. Das was Paulus gesagt, er sagte, der selbste Geist, der gibt uns Geist, das Zeugnis, dass wir Gott seine Kinder sind. Weil die wiederum nicht wundern, sind wir Gott seine Kinder oder sind wir nicht? Sind wir perfekt? Fehlerlos? No. Wir sind noch in dieser Welt und wir wollen, wir können das vergleichen. Einmal hier Menschen sagen, wir sind am Weg nach Kanaan. Actually, ich bin gar nicht am Weg nach Kanaan. Ich glaube, wir sind gar nicht am Weg nach Kanaan. Wir sind an Kanaan. Weil die Israeliten an Kanaan dann kommen, was hatten sie da an Kanaan? Wie sie an der Wildnis wären, da wären sie am diesteren sozusagen. Gott leider dann da. Wie sie an Kanaan wären, da mussten sie feiten. Am Frieden, den einen Staat oder andere annehmen. Gott wir mit am, sie hatten Sieg. Und dort wird bedienen. Wir sind für der, in der Hinsicht, sind wir in Kanaan, wir sind an der Welt, wo die wohl noch herrschen hat, aber wir sind an der Gewinn sieht. Wir dürfen nicht einlegen. Wir haben Gott mit uns. Vers 17 sagt, sind wir aber Kinder, da sind wir auch Gott seine Ohren, in Christus seine Mitohren, dort ist, wann wir mit am Tod leiden, dort wir auch mit am Tod verherrlicht worden. Ich will das sein, ein bisschen praktisch zu machen. Drittens, wir müssen verstehen, was die Herrlichkeit ist, die Vater ans Licht. Weil ich glaube, viele Menschen, die haben nicht eine sehr gute Abfortung, was Vater ans Licht hat.
wir weiten, dass wir sind wahre geboren, Gott hat uns die Sinnen vergeben. Und wann wir gestorben dann, oder der Herr Jesus wird kommen, der wird als Handreich erreicht noch arm. Wir wollen, wir sind ja Rat von der Hell, we escape Hell. Aber ich glaube, dass da wir die Bibel studieren, dann, da sagen wir, was wirklich für eine Herrlichkeit für uns liegen da. Ich glaube, wenn wir ein Ziel haben, wenn wir weiten, weil wir den Apostel Paulus verstehen, dann, den Apostel Paulus sein Leben betrachten, dann sehen wir, dass der Apostel Paulus, wir wollen nicht sagen, viel anders als wir sind. Er ging durch so viel Probe durch, vielleicht viel mehr als du und ich ever waren durchgegangen. Er sagt das selbst. Er sagt, was hat alles durchgegangen ist. Aber dann kommt er zu dem Entschluss hier, an Vers 18, weil wir ein bisschen wiedergehen da. Er sagt, für mich zu beseinen sind diese Lieden nicht wert, mit der Herrlichkeit zu vergleichen, die uns soll offenbart werden. Wenn wir den Apostel Paulus betrachten, sein Ziel wir am Himmel. Er guckt vorwärts, was dort kommen wird. In fact, er sagt, bei der Stelle sagt er, ich vergeht, was da hinter mir ist, und ich strecke mich nach das vorgestreckte Ziel, was da vor mir ist. Vergeht, was da hinter ist. Weil ich finde, so viele Menschen, die kijken naar me terug en zeggen, oh ja, we kijken maar wat ik alle hier mee heb. Mijn vader, der bekeert sich, der kreeg de Herzgewissheit, about 15 Jahre ehe hij gestorben ist. Und wir hatten einen guten Vater, aber ambekehrt kriegst es, viele von jenen Vaters ambekehrt sind, die war es vielleicht noch sein. Und wie sie dann wirklich bei da kommen, dass er einmal sich kriegt, dass er das wisst, dass Jesus am wirklich diese Sinn hat vergeben, und dass er am Wach werden um Himmel mit der Versicherheit und so weiter, weil die einmal zu täten, dann checkt er drei. Und dann wird hier wer sagt, wo kann Gott mich vergeben? So ist meine Familie habe abgebracht. Der Apostel Paulus sagt, ich vergebe, was hinter mir ist, und ich strecke mich nach das vorgesteckte Ziel, wo ich am Weich handle. Weil die Geschwister, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, was für uns liegen hat. Nicht mal bloß der Radung, dass wir von der Heilweich, Holy Word und Word im Himmel dann kommen. Weil das Reichtum in Christus ist so groß, dass kein überhaupt das Gesehen, dass nach kein menschlichen Gedanken gekommen, was Gott reingemerkt hat, für die wird am Leben dann. Geschwister, was wir dort in Betracht nehmen, wenn ich dort in Betracht nehme, dann sind die Anfechtungen in das Leben sind sehr, sehr clean, sehr leicht zu überkommen. Aber dort braucht was. Was ihr dort braucht, der Geist Gottes, und dort braucht uns an Gott sein Wort zu vertiefen. Ich war in Titus kalt. Ich will bloß ein kleines bisschen sagen, wo kann ich das praktisch merken? Zum Beispiel, ich glaube ganz bestimmt hier sind, von jüngsten Jahren geboren sind, dass sehr gut möglich ist, dass nicht jeder einer hat wirklich sich in sie leben. Ich glaube, und ich rede von mir, ich weiß, was das meint. Ich bin ein Mensch, Charakter ist einer von Gott, ich weiß, was das meint. Und die Wasser sind, gebannt zu sein, aus dem Christ. Da sind Dutzende verschiedene Sünden, wo wir keine mehr verbunden sind. Und ich weiß, was das meint, wenn einer kämpfen wird, und schien wir dann nicht von loskommen wird. Aber ich weiß auch, was das meint, wenn einer bei doch kommen wird, dass einer sagen wird, Herr, du weißt, ich kann das gar nicht. Du weißt, dass ich kann allmählich nicht los für diese Sinn, für mich selbst. Aber du kannst mir damit helfen. Ich sage, Herr, ich nehme dein Wort buchstäblich und bekam dort aus der Sinn. Johannes 1, Vers 9 sagt, so wir unsere Sünden bekennen, dann ist er Trüben gereicht, er vergift uns die Sinn und reinigt uns von aller Antüret. Und ich sage, das Vers, den nehme ich buchstäblich, und Herr, ich mit euch kommen, dass ich kann das nicht daunen, jeft du mir Kraft. Verjeft du meine Sinn
en dan rennen je mij van de antwoord. Wat immer dat moet zijn. Wat je dat kan haast zijn, dat kan de lijf van geld zijn, dat kan... en deze tijd waar we ben leven dan, wat je pornografie, kan we met verbonden zijn, drinken, oh, you name it. Je weet alle van wat ik reden doe. Aber dat is, we kunnen loskomen daarvan. We durven niet meer geloven zijn. We zijn losgekauft, nicht bloß von der Schuld von der Sinn, aber auch von der Sklaverei von der Sinn. Der Herr Jesus wusste dort, Gott wusste dort, was er brücken deed, uns zu reinigen. Und weißt du, wenn wir, aber ich muss noch das sagen, weißt du, das einzige Mal, wir haben too much pride und auch nicht Vertrauen. Ich glaube, ein Wort, wir hier loten ist, die Abgabe, was wir haben, einer dem anderen Macht haben, einer dem anderen seine Sinn helfen zu tragen. Wo wir, wenn wir an einen Zustand ankommen, wo wir bloß nicht durchkennen uns mal selbst, dass wir uns dann eine Person finden, an der wir vertrauen können, wo wir keine Macht teilen, seien Bruder oder Schwester, horch mal her. Das ist, wo ich plane sein. Das ist, was mich in mein Leben baden hat. Mit einer gewissen Sinn, oder was immer das ist, wirst du für mich helfen beten. Und nicht, dass wir einer dem anderen kann gegenseitig mithelfen. Ich glaube, es ist eine sehr wichtige Sache dort zu tun. Und wollt ihr, das sind zwei Probleme. Erstlich sind wir mit Stolz. Wir wollen nicht haben, dass Menschen sollen wissen, wo ich ein Problem habe. Zweitens, wir haben nicht eine Person, wem wir wirklich können vom Herzen vertrauen. Sie oder no? Weil je dann gehen wir mit dort entlang und bothern uns damit und sind versklavt in den Sinn. Und die Teufel, der gleicht ab, because wir wussten nicht an das christliche Leben. Und ich will mit diesem Gedanken schließen, dass wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind Gott seine Kinder. Ich habe hier noch ein Versen. Wir können wiedergehen, was der Apostel Paulus sagt in Vers 18 dann wieder. Aber ich will bloß Vers 26 lesen, 26, 27, und ich will damit schließen. Er sagt, und genauso hat der Geist uns an unsere Schwachheit. Wir wissen nicht einmal, wo wir so reich beten sollen. Aber der Geist betet für uns mit so einem Gefallen, dass wir nicht wir dafür haben. Und der unsere Horten angesiegt, weit was der Geist sein hat. Wie der Geist betet für der Heilige, donner aus Gott dort gefällt. Weil wie mir der Ferkel steht, ich komme für Gott, ich bete, aber ich weiß nicht really, wo ich beten kann. Ich sage, Herr, ich weiß nicht mal, wir haben nicht mal wir dafür. Aber Paulus sagt, der Geist Gottes wird an uns ist, der wird Kraft wird an uns ist. Wir dürfen bloß vor Gott kommen und zu Tiden bloß ganz still sein. Der Geist betet für uns, sagt der Apostel Paulus. Und er weiß, wo das an unseren Worten steckt. Weil die Geschwister, wir haben in der Richtung so groß, als wir nicht ans denken können. Ich wollte 2 Minuten über Zeit kommen. Ich will bloß eine Geschichte ganz kurz vertellen. Ich glaube, ich habe mit dir das hier vorher. Weil je da wir eine Familie, die ging über ein Boot, fuhr über ein Boot über Jordfrei. Mit diesem Lied hat nicht sehr viel Geld, kauften sich ein Ticket, aber haben für jeden, doch wollte seine Worte und alles entschlüten, entschlossen mit wir. Sie sind auf den Streck, sie mussten sich Etenreit merken für eine Monat und so wieder, aber so eine andere Seite sein, sie backen viel und so wieder, fahren los und fahren und zu eten und schließlich dort eten wird ganz verstockt und so wieder.
Weißt du, was dann an der Seite sind? Sie sind dann ganz die, weil die anderen Menschen, die eten auf einer Basis, die eten und haben alles, was entfernt ist. Das ist so wundervoll voll gesagt. Weißt du, jetzt bei der anderen Seite kommen, da fragt der Konduktor, sagt er, ich habe gemerkt, dass die haben nicht eten jeden und das alle verstärkt und so weiter. Sagt er, ich wundere woran. Wenn es jeder Tätigkeit in deinem, damit betont je all das Eten, was all diese Menschen hier gegessen haben, nicht. Was die Ansicht hat, färchen sie dort. Wir wissen nicht, was Gott hat auf unseren, aber da rede ich mir für dich, die am Leben down. Geschwister, wir haben eine sehr gute Richtung, weil wir nicht von dort verstärkte, verfüllte Stoff eten, was bis really wirklich von den Fingern kommen hat. Muss Gott das Botschaft sein.